Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur F1 2020. Wir sind wieder in unserem Hauptquartier. Jetzt das nächste Rennen steht da in Italien, in Monza. Und ja, ein Rennen, das ich eigentlich auch schon ein paar Mal gefahren bin. Und ist ja eigentlich nicht so ein schweres Rennen. Also die Strecke allgemein ist ja nicht so eine schwere Strecke eigentlich. Leider ist es eine Top-Speed-Strecke und unser Auto ist nicht so Top-Speed stark. Also von dem her denke ich jetzt nicht, dass wir da wahnsinnig viele Punkte werden holen. Aber wir probieren es gleich. Wir müssen natürlich optimistisch bleiben. Wir müssen voraussehen oder vorausdenken. Warte, was laber ich? Egal. Wir gehen jetzt einfach mal direkt ins Qualifying für euch. Ich mache jetzt so das Training, ich nehme sie wieder nicht auf. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Dann wird das Video nicht allgemein zu lange. Und ja, noch kurz zu Spa. Spa war wirklich ein gutes Rennen. Wir haben wirklich einen guten Punkt holen mit dem 4. Platz. Wir sind auch jetzt mittlerweile auf der Rangliste, wenn wir hier mal schauen. Wir sind jetzt auf P11. Der Norris ist hinter uns auf P12. Stroll ist mit 57 Punkten noch ein bisschen vor uns. Könnte man aber vielleicht die 1-2 Rennen aufholen. Gesamtkonstrukteurwertung, Alter, das Wort. Sind wir immer noch 5. haben nie rechts das Loch zu Rennen aufgelesen. Ich glaube auch nicht, dass die uns so schnell werden noch auffallen. Und der BWT Racing Point, ja, dort sind wir auch ein bisschen nüchtern. Also wir kratzen ein bisschen rein. Das Ziel wäre schon, dass wir vielleicht noch 4. werden gegen Ende Saison. Aber ja, müssen wir natürlich schauen. Wir gehen jetzt mal auf Monza. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir dort blaue Reifen und keine rote oder keine gelbe. Es schifft im Qualifying. Aber im Rennen ist es wieder schön. Im Training ist es auch schön, einfach das Qualifying muss wieder regnen. Ja, also ich sage mal so, erwartet jetzt nicht, dass eine super Zeit kommt, weil ich bin absolut kein Regenfahrer in diesem Game. Absolut nicht. Und ich gebe mir Mühe, dass ich es irgendwie herbekomme. Aber es wird sehr schwierig werden. Ich hoffe dann einfach, dass ich irgendwie morgen im Rennen kann gut aufholen und alles. Weil das Auto mit dem Setup, das ich jetzt hatte im Training, war wirklich top gewesen. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt und es hat sich auch alles wirklich griffig gefühlt. Ich bin nie gross gerutscht eigentlich. Also von dem her bin ich eigentlich wirklich zufrieden gewesen mit dem Auto jetzt. Ja, aber jetzt schauen wir einfach, was im Qualifying kommt. Let's go! Oh shit, ey. Wenn ich schon nur das Wasser gesehen, was es hier hat überall. Ich traue mich da gar nicht Vollgas durchzufahren, ehrlich gesagt. Also, jetzt gleich mal den Stempel runter. Boah. Boah. Schon ein bisschen am Struggle gerade, aber es geht einigermaßen noch bis jetzt. Sind wir geworden? Ich habe nicht geschaut. Ich war eigentlich bei P17. 14, holy shit, Alter, wir sind ja richtig langsam gewesen. Da wird ein schwieriges Rennen werden. So, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Wir starten von P13. Anscheinend hat es irgendwelche Strafen gegeben, aber dort ist schon P13 gerade, also sind wir eins vorgerutscht. Ja, wir schauen noch mal kurz in die Rennstrategie rein. Aber wir gehen jetzt los auf der roten bis Runde 7 und dann auf Mediums, also auf die gelben, Runde 7 bis 13. 13 Runden sind sie gesamthaft. Wir nehmen da wieder den Split ein bisschen runter und ich versuche mir jetzt einfach am Anfang, am Start wird es jetzt recht schwierig werden. Ich möchte dort ein bisschen aus dem Getümmel rauszelten. Ich möchte dort nicht irgendwie eine Kollision haben. Ich versuche wirklich vorsichtig zu fahren. Kommt jetzt immer ein bisschen darauf an, was ich für einen Start habe natürlich. Aber ja,
Ja, ich weiß gar nicht, was ich soll sagen. Wir legen einfach los, Alter. Ich dachte, jetzt sage ich noch etwas Dramatisches oder so, aber scheißegal. Okay, einigermaßen gut weggekommen. Oh, oi, 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 oi. Okay, wer ist das da in Ocon? Hä? Gel hinter mir, wieso? Wahrscheinlich ein paar Spoiler geflogen. Wir sind P9. Vorher sind die beiden BWT, die sollten wir eigentlich eben einholen in der Konstrukteurwertung. Das war ein starker Start, gut gemacht. ERS. Stroll. Kollege, meinst du, ich stecke zurück da, oder was? Vor allem nicht, wenn du verbremst. Gut, also da sind wir schon mal auf P8. Come on, come on, come on, come on, wir sind schneller. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Sehr gut. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es Ah, Perez kommt wieder. eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Oh, Sainz ist weit vorne da. Krass. In unserem alten Auto. Oh, ERS, come on. DRS kriege ich auch noch über. Jetzt. Oh, der Vettel ist stetig die DRS und da ziehen wir vorbei. Vettel auch noch. Oh, shit, Alter. Oh, Vettel innen. Den muss ich gehen lassen. Oh, was macht er da? Oh, shit! Oh, Alter, die Ferrari haben jetzt richtig alt ausgesehen. Leclerc ist am Vettel hängen geblieben. Und der Vettel hat mich dort einfach in den Rasen rausdrücken lassen. Jetzt kriegen wir wieder DRS über und das sollten wir eigentlich holen können. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Uiuiui, jetzt bin ich aber recht spät auf der Bremse gewesen. Nice, P4. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit vorkommen. Aber einen sehr guten Start gehabt und auch einen guten Durchkämpfen. Ich habe irgendwie einen mega guten Speed gehabt die ganze Zeit. So, also ich glaube nicht, dass wir Verstappen Bottas einholen, nicht verschrecken. Jetzt ist plötzlich ein Rückspiegel oben drin. Da habe ich seit etwa 3-4 Rennen schon rein tun und jetzt ist mir gerade spontan neu in den Sinn gekommen. Darum habe ich ihn jetzt nicht da. Ist ein bisschen ungewohnt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber egal. Wir sehen ein bisschen mehr, was hinten auch abgeht. So, okay, die Runde mit Boxen fahren wir jetzt noch ein Fett gemischt und alles drum und dran. Oh, da vorne, Zweikampf, Bottas, Verstappen. Ich fahre jetzt natürlich langsamer, kann ich vielleicht ein bisschen profitieren davon. Oh ja, die sind recht langsam geworden jetzt. So, wir sind dran, noch DRS. Jetzt holen wir gerade mal alles raus, was im Auto drin steckt.
Oh, wir sind hure schnell. Ich muss vom Gas. Nein, ich muss vom Gas. Okay, ERS ist leer. Okay, Verstappen kommt auch gerade in die Box. Oh, ich muss ja da rein schon. Wow, okay. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendjemand auch noch in die Box kommt und mir, also sprich Renault, dass sie mir nicht wieder die Box versauen oder den Boxenstopp versauen. Oh, sie kommen. Schau, 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 schau. Ich werde nicht wieder stehen bleiben. Raus, raus. Oh mein Gott, okay. 2,6 war eigentlich noch ein schneller Stopp, aber ich bin wieder... Ja, okay, es war nicht so schlimm. Ein bisschen haben wir verloren wahrscheinlich. Ich fahre gerade auf Fett weiter. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Jetzt schauen wir mal, wie die Gelben da sich verhalten. Also ich muss sagen, mit den Roten bin ich echt zufrieden gewesen. Jetzt fetzen wir mit dem Fettgemisch aber bis zu etwa 0,5 Runden. Der Curb muss ich aufpassen. Der nimmt mich schon schnell einmal. Aber da merkt man schon, dass Red Bull nicht so schnell ein Auto hat auf der Geraden. Also wir sind zwar nicht viel schneller, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen schon daher. Vor allem bremst der Verstappen hure früh ab. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,0 Sekunden. Jetzt aber. Mit Geschwindigkeitsüberschuss vorbei. Sehr gut. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Okay. Wow, der Curb da. Okay, jetzt wird Verstappen kommen mit DRS wahrscheinlich. Ja, das Ball ist auf. Oh, ist nicht. Er ist nicht. Oben sehen wir es relativ gut. Aber er ist langsamer auf der Geraden als wir. Hey, die fahren komplett andere Spoiler als wir. Krass. Der ist richtig, also richtig langsam nicht, aber er ist langsamer. Ja, ERS rein da. Und ich denke, außer der hat kein ERS drin gehabt, aber ich denke zwar schon. Okay, aber jetzt wird er kommen wahrscheinlich. Jetzt auch nochmal ERS rein. Es lenkt ihm nicht. Es lenkt ihm einfach nicht, krass. Also habe ich doch ein gutes Setup ausgewählt. Cool wäre jetzt, wenn man ihn aus dem DRS-Fenster drücken könnte. Aber da wird es schwierig werden. Wir sind Zweiter. Lol, was ist denn da passiert mit dem Bottas? Bottas Vierter? Schlechter Stopp gehabt, oder was? Das habe ich erst jetzt gesehen. Jetzt bin ich noch nervös, Kopfdami. Er fährt einen mega langsam. Kimi Räikkönen, okay. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Ja, kein DRS, oder was? Alter, kein DRS, er ist noch voll auf der Geraden. Unten links gesehen das rote Pünktchen dort, wo einfach gel ist. Also, rote Pünktchen über dem gelben Dings ist. Gut, Safety Car kommt nicht mehr wegen der Runde, aber eigentlich rein aus dem Sicherheitsaspekt müsste es kommen. Alter, what the fuck?
Okay, der Verstappen ist jetzt natürlich ein bisschen mit dem Bottas beschäftigt. Ja, es ist einfach geil. Nicht mal das Safety Car und der steht dort. Das ist schon kriminell. Oh, Bottas vorbei am Verstappen. Ja, Verstappen hat auch ein Problem, hä? Okay, letzte Runde. Nochmal alles geben. Jetzt einfach nicht versauen, wir können Zweiter werden. Okay, Leistungsverlust, Motor angeschlagen. Scheiße. Oh shit, ich muss das Gas lupfen. Verteidigen in außen. Oh oh. Okay, jetzt geht es, wenn man später abbremst. Oh. Come on, come on, come on! Ja! Zweiter, nice! Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Von welchem Platz sind wir gestartet? Auf dem 14. oder so? Wir haben einen verdammt guten Start gehabt. Holy shit! Und dann nachher, also das Auto war verdammt schnell gewesen. Also eben schneller als Red Bull. Wir haben einfach das Setup, das wir hatten, das war einfach brutal gewesen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ja, da haben wir im Hamilton noch ein bisschen Champagner in den Nacken runtergelassen, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht einen fiesen Schnupfen holt und das nächste Mal nicht fahren kann. So, also wir schauen mal, wie gesagt, vom P13 sind wir gestartet, stimmt, und bis P2 vorgekommen, aber wir haben auch wirklich ein super Rennen gehabt, muss man einfach so sagen. Und zwar keine schnellste Runde geholt, dort hat dann so 15 gefehlt. Ja, dort ist wahrscheinlich einfach das Auto nicht so wahnsinnig schnell gewesen auf der Gerade. Ich denke jetzt mal, Mercedes ist immer noch verdammt schnell. Bottas hätte ja auch noch holen wahrscheinlich, aber wir haben ihn noch gut abgedeckt dort. Oder aussen haben wir ihn eigentlich wirklich dann gut nehmen können, weil wir ja, später abbremst haben. BWT, das ist wichtig, die sind 7 und 8, sind aber auch von 7 und 8 gestartet, also für die eigentlich ein solides Rennen. Wenn wir jetzt mal auf die Rangliste schauen, sind wir immer noch P11 mit 61 Punkten, aber nicht am Lance Stroll. Ricciardo hat auch noch recht viele Punkte geholt. Und Konstrukteurwertung, ja, ist nicht wahnsinnig viel mehr. Also, haben wir aufgeholt? Nein, ich glaube es nicht. Hat er überhaupt Punkte geholt, der Norris? Was ist er geworden? Ah, er hat keine Punkte geholt, scheiße, er ist 12. geworden. Ärgerlich. Hätte er auch noch Punkte holen können, wäre es natürlich gut gewesen für das Team, aber ja, hat leider nicht gelangt. Aber hey, immerhin, wir sind P2 geworden. Sind wir natürlich jetzt auch wieder ein bisschen aufgekommen mit dem Marktwert, den wir haben. Ich weiß gar nicht, wie hoch der momentan ist, wenn wir nachher schon mal schnell schauen. Aber eben bei McLaren wird die grundsätzlich schon bleiben. Die Frage ist einfach halt noch, Öldruckpumpe haben wir bekommen, yes! Endlich! Jetzt kriegen wir hier die Ressourcen über, die wir brauchen, um den Motor noch mal ein bisschen schneller zu machen. Oder? Das kriegen wir jetzt über. Schauen wir mal schauen. Ja, weil jetzt haben wir. Was haben wir jetzt? Öldruckpumpe haben wir jetzt bekommen, oder? Das ist die wir jetzt bekommen. Genau, okay. Okay, da würde ich noch sagen, wir tun hier gerade noch. Oh nein, das machen wir dann in der nächsten Folge. Weil es die Ressourcenpunkte aufsparen. Aber so vom Gesamtrang her sind wir eigentlich ja, in einem guten Mittelfeld. Ja. Also wir sind näher an der Scuderia dran. Also eigentlich ist mein Schritt zum McLaren schlechter gewesen. Die Scuderia haben wir gut entwickelt, so wie es aussieht. So, also, was habe ich noch schauen? Jetzt weiss ich es gar nicht, jetzt habe ich schon wieder den Fall verloren, was ich noch schauen wollte. Unser Marktwert ist mittlerweile 3,02 Millionen.
Norris hat 6 Millionen, okay, krass. Das ist aber auch schon Fahrerstufe 11. He? Für die Anfahrt aber recht scheiße. So, motortechnisch ist eigentlich noch gut. Noch 179 Runden, das hat er haben. Voll easy. Also da tue ich jetzt eigentlich auch nicht wechseln. Getriebetechnisch müssen wir auch nicht machen. Das ist auch noch alles gut. Ja, ich würde mal sagen, das nächste Rennen ist Singapur. Okay. Ich würde mal sagen, das war es mit der Erfolg von F1 2020. Das nächste Rennen in Singapur, eine Strecke, die ich nicht so gerne fahre. Ich bin schon ein paar Mal gefahren, aber es ist einfach nicht meine Strecke. Ja, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns dann einfach in Singapur. Und ja, bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao.